Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus dem Vintage Bar beim Cyril direkt vis-à-vis von der Neuer Kirche. Ein richtig gemütlicher Bar mit einem ganz cozy Interieur. Der Patron der sitzt übrigens just hier 100 Mal. Aufhängen muss man diese Emission leider mit einer nicht so guten Nouvelle, die letzte Woche nämlich wurde das Nesenkeier Sitz von der Freira Brauerei hat der Gar gebrannt. Jidereen erinnert sich nicht allzu gut an den Brand am historischen Gebäude von der Zuckerfabrik am April des letzten Jahres. So wird die Aufregung groß, wie die vorletzte Woche Remmenkehr Sitz von der Freira Brauerei zu Dickrich gebrannt wird. Dickrich allerdings waren Tour mit Lagertanke betroffen, die sowieso am Kader vom Projekt Dreieck Dickrich sollte aufgerappt gehen. Zur Zeit vom Brand goufen an Aufreserbesten durchgeführt, während denen die Isolation Feuer gefangen wird. Glücklicherweise war der Brand direkt vis-à-vis vom SIS Nordstadt entstanden, sodass die Echtpompien sehr auf der Platz waren. Feuer ist dann noch nicht auf die anderen Gebäude rübergegangen, aber in einer dicker Stunde noch Kontrolle. Trotzdem hat Dampfverlegt, der dabei entstanden war, viel Aufmerksamkeit gesucht. Unter den 40 Pompien auf der Platz waren neben dem SIS Nordstadt auch Leute von Angeldorf abissen. Am Januar 2022 haben die zwei Centres d'incendie de secours 6 von Dickrich und Ettelbruck fusioniert und nennen sich von dort SIS Nordstadt. Bis das Einsatzzentrum Freitag fertig ist, aber geht nach immer von den zwei alle Seiten aus operiert, auch wenn es de Lo schon immer mehr eine Direktion gibt. Wir waren vor kurzem bei zwei Exerzissen Seiteil zu Dickrich dabei und haben uns gefragt, was es bedeutet, am SIS Nordstadt aktiv zu sein. Mendes zwischen 7 und 9 Uhr kommen die rund 120 freiwillig vom SIS Nordstadt, aber Schicht lebt auch die 28 Berufspompien, all Officeln zu Dickrich und zu Ettelbruck zu Summe für zu üben. Zur Summe geschafft wird aber nicht recht hinter der Fusion. Die Idee von einem gemeinsamen Center für die Nordstadt geht ja schon ein bisschen mehr lang. Am Anfang haben wir mit der Gründung vom CGDs dann an Attack geholt. Die anderen sind, dass es ein ganz paar Leute die auf den zwei Zentren gefahren sind, eigentlich dann schon eine Equipe gebildet haben. Und wir hoffen also am Anfang durch die Zusammenlegung, der Tisch fehlt, dass wir Kader haben, Pompjes-Koch, aber zwei Sitten zu Ettelbruck und zu Dickrich zusammen bei den Übungen besser können zu schaffen, die ganze Wolle Logistik besser zu organisieren und auch das operationell Geschehen besser können zu planen. Rund 5000 Ersatz aus der SIS Nordstadt am Jahr 2021 gefahren. Da geht es von allem: Feier, Accidenten, Wasserfuiten. Plus minus so, dass wir aber 2-3 Mal die Woche rausfahren. Aber das ist viel, ne? Also, das ist schon der Wert. Von bis rezent hatten wir an der Großgas halt zu Dickrich hatten wir eine Wasserfuit. Da waren wir ein Ersatz, der lange gedauert hat, hat 6 Stunden gedauert. Ne? Also Accidenten, Brennen. Die Ambulanzhilfe, wo ein Patient ruft, das von bis kennt doch alles. Also, es gibt nichts, was nicht geht bei der Pompe. Für freiwillige Pompier zu gehen, muss eine Information von einer Woche auf der Ambulanz an als Pompier machen. Durch Nolehrer den direkt am Terrain, dafür ist es so wichtig, permanent zu üben. Heilo soll ein verletzter Mann von einem Dachruf geholt gehen, ein sogenannter weißen Ersatz. Freiwilliger können wählen, ob sie auf der roten Seite bei den Pompien oder auf der weißen Seite bei den Ambulanciers schaffen oder auch die zwei. Der Berufspompier, den hat nun Staatsexamen eine Ausbildung von 2 Jahren an beide Bereichen. Ganz frei angefangen als freiwillige Pompier, also ein bisschen ein Hobby zum Beruf gemäht. Die Passion war schon vom kleinen Mund durch. Das steht immer so, und wir nie weiter durchkennt. Es kann von einem bisschen mehr einfachen Ansatz sein, kann aber auch schon in einen Ansatz kommen, der ein bisschen mehr gefördert ist. Das ist immer gut, dass ich gut entouriert von einer guten Equipe, wenn es zusammenhält. Also wir sind offen für die Ansätze, die kommen, und die kriegen wir gut aufgeschafft. Auch die Berufspompier müssen permanent üben, für auf alle Eventualitäten präpariert zu sein. Meistens geschieht das auf einer Schicht, sobald Zeit da gibt. Wo geht es beim Berufspompier zum Job gehört, für zu üben? So muss der Freiwillige noch viel mehr Engagement mitbringen. Die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, wo wir an der letzten selber viel mehr können, dass nämlich viele Leute da sind, die die Zeit opfern wollen. So ein Ersatz, das nicht in einer Stunde fertig. Ne? Also, dann ist in einerseits gefahren, wir fahren ja aber pur mehr. Ne? Da brauche ich aber ein bisschen Zeit. Auch die Formation
dauert doch 2 Stunden all Woche. Ne? Also das ist schon ein bisschen, muss ich schon ein bisschen engagiert sein. Meine Feier an einem Mehrfamilienhaus, das ist ein Zimmerbrand, den sich beschränkt auf Zimmer, dann an der ganzen Wohnung. Wir gehen 4 ein Binom Atemschutz ran Feierhaus machen, den zweiten Binom, wenn es klifft, Wasserversorgung bis bei Haustier. De Pierre Wagner aus 2002 bei Pompier gegangen, weil ihr schon immer gerne geholfen hat. Und ob schon nicht einfach ist, 2 bis 3 Mal an der Woche einen Ansatz zu fahren und dabei nach zu üben, hat ihn schon nie bereit. Rekommandiert, jeder Rang DW anzuschlagen, wenn er gerne läuft. Fusion hat aus seiner Motivation auf alle Fall nicht geändert. Generell also eine gute Zufriedenheit an der Equipe, das ganz an den soll am Anfang auch den W-Ebenen, 4 Ebenen an Zukunft, man Ziel 2030 dann auf der Friedhof an den neuen gemeinsamen Center zu plündern, sodass man just nach ein Gebäude zu gerieren und so, dass auch die Equipe just nach ein Gebäude hat, wo sie sich am Anfang kann abhalten. Natürlich funktioniert nicht alles 100%, sind noch verschiedene Zahnräder, die müssen dann nicht greifen. Aber dafür sind wir natürlich auch eine Organisation prenant, wie wir so nennen. Wir probieren all Tag uns zu verbessern und auch von den Bürgern die Hilfe zu geben, die am Anfang brauchen. Dass an der Stadt vom Autosmusee Oldtimer rundherum fuhren, ist nichts Außergewöhnliches. Dass es da aber 120 Mal näher sind, das hat schon für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt. Wir waren mit der Kamera dabei, wie Ende September die 2. Luxemburg Classic Rallye an der Alseerei zu Dickrich Halt gemacht hat. Den 30. September war zu Dickrich der Zeitdauer gefreckelt gin. Et war gentmëttech, wie sich die 120 Oldtimer aus dem 2. Luxemburg Classic Rallye lose Nomadren iwwer d'Esplanade, Rue Stavelot an d'Avenue de la Gare Richtung Alseerei beweegt hun, wofir Piloten a Pilotinnen ëmmettegiese geplant war. Du hast lo gewählt für zu Dickrich an der Seerei stoen zu bleiben, wieso? Ach, wieso? Das sind 2 Sachen dran. Erstmal lernt Datei, ich mache eine Strecke. Da gucke ich auf der Strecke, wo ich Plätze. Da sind verschiedene Konditionen, die müssen kommen. Können den Malist gerne in eine Gemeinde, wo gut empfangen wird. Das ist halt so Dickrich der Fall gewesen. Zweitens muss man eher zu, wo man 250 Leute in der Tag kriegen. Drittens muss man ein Parking, wo man 120 Autos drauf kriegen. Die Konditionen waren erfüllt. Das ist ja ein original Nettelbrecher, da kann ich bei den Notbesteuer verhindern, dann machen wir das hier. Und das ist ganz flott. Das sind Konditionen eigentlich. Und muss ein flott Platz sein. Und Leute, ich habe gesehen, die Leute hier in die CRI kommen, die sind begeistert davon. Ja. Den Autopolisgrenner et Güdert, hai am Bild man Bürgermeister Clotil als den Initiator vun der Rallye. Den Autofried geht haut für allem seiner grosser Leidenschaft no für die Scheichstrecke vu Lützeburg bekannt zu machen. Zu Summe mat der Motorpresse Stuttgart huet dofir 2021 die 1. Luxemburg Classic op B gesat, die direkt für groß Begeisterung gesucht hat. An auch die 2. Oplage mat Halt zu Dickrich huet ganz viel vierwelzecher ugezun, die so gut vu mi weit ugereest sind, für die schönen Autoen zu gucken. Aus dem Saarland, ja, richtig. Ist ein ganz tolles Event, ja. Bei dem Wetter alles passt, ja, wirklich. Und wie finden Sie die Klassik? Ja, sehr schön. Ganz tolle Autos und zum Jahresausklang hervorragend. Einfach toll. Tatsächlich konnte ich nicht staunen, was bei dieser Rallye alles sollte geboten gehen. Eine konterbunte Mischung mit den schönsten Modellen von Bentley, Ferrari bis Lotus und Porsche und noch viele andere Marken. Den ersten an der Reihe, ein Alfa Romeo 6C 1750 Sport aus dem Jahr 1929. Für viel Aufmerksamkeit hat aber für allem diese Bronze Porsche 911 Targa gesucht. Männer wenn's dem Wohn, mehr wenn's dem Mann an dem Steuerrad. Den deutschen Schauspieler Richie Müller, bekannt als Kommissar Thorsten Lannert am Stuttgarter Tatort, wo hier genau so wohnt wird. Ja, fast ist es der Dienstwagen, das ist mein Wagen, der aber genauso aussieht wie der Wagen aus dem Tatort, bloß mit dem darf man natürlich nicht fahren, weil wenn dem was zustoßen würde, wäre das natürlich ganz schlimm. Und ein guter Freund von mir hat den in Amerika entdeckt und rief mich an und sagte,
Mensch, da gibt es einen Porsche, der sieht genauso aus wie dein Dienstwagen im Tatort. Guter Zustand und dann habe ich mir den gekauft. Der Richie Müller, den nicht nur Rallye fährt, mir auch Autorennen, als übrigens schon für dritte Kehr zu Lützeburg. Einmal für einen Auftritt an einem Andy Bausch-Film und einmal für einen Cup auf einem Tennisturnier zu überreichen. Hier findet Lützeburg immens schön, auch von hier Deck her nicht allzu viel Zeit hat, für die Landschaften zu gucken. Ihr Eindruck von die Kirche? Wo war das denn? Jetzt hier. Da muss ich erst gucken, weil wir sind gerade erst mal reingefahren und es ist doch schon sehr anstrengend, den Weg zu finden und dann ist man sehr konzentriert. Also man guckt dann, wenn man eine längere Strecke hat, kann man gucken, aber wenn man dann so in der Stadt ist, dass man nicht falsch abbiegt, ist man dann eher aufs Fahren konzentriert. Aber wie überall wunderschön und nette Menschen, wie man hier sieht, wenn man hier rumguckt. Bei so einer Regularitätsrallye wie der Luxemburg Classic, wo in auf verschiedenen Punkten auf Kurzdistanzen muss ein genügend Zeit fahren, als eben verlangt, dass den hyperkonzentriert ist. Wir verzeihen dem Schauspieler dafür, dass ihm Dickrich nicht extra abgefallen war und hoffen, dass er sich bei seinem nächsten Besuch da vielleicht ein bisschen mehr Zeit am schönen Städtchen hält. Im September ist auch immer Zeit für das schöne Hirschfest zu Dickrich. Der Platz, wo ihn die passend abstehen für eine perfekte Hirschstimmung finden kann. Und ob schon nicht dieses Jahr der Mensch schon ziemlich frisch dabei war, wird wieder auf dem Weekend auch noch mitgespielt. Das Syndikat-Initiative konnte sich dem noch glücklich schätzen mit seiner Hirschfest-Edition 2022. Das immer nie eine besondere Atmosphäre, die um Hirschfest zu Dickrich finden kann, und die möchte das Rendezvous auf keinen Fall dir verpasst gehen. Das ist fantastisch. Mein Mann ist ja ein Dickricher und ist ja beigebracht, wir sind 47 Jahre bestört. Also so lange wohnen ich auch mit meinem Mann hier, obwohl er ja auch ein Dickricher ist. Ne? Also uns gefällt es super. Und wer natürlich spielt mit. Das ist familiär. Das ist eine gewisse Stimmung, was richtig flott ist. Und ich gebe es nicht ein bisschen, also wirklich nicht. Und so hat es auch für viele Aussteller, die immer um Hirschfest mit dabei sind, für das Madame die Entretemps ein fester Bestandteil vom Markt ist. Ja, Dicke ist auf jeden Fall eine Reise wert, ne? Und es ist immer ein nettes Ambiente, ja, sehr nette Veranstalter. Oder die Philharmonie von Dickrich, die hat immer nächst ihre beleeften Äppelfie zu bieten. Hier gestaltet man einer perfekt aufgestimmter Mischung mit 5 verschiedenen Äppelsorten von Bettendorf. Ein Kuh gefangen, du machst das hat Succès. Ja, das ist Tradition. Voilà. Aber natürlich gibt es auch immer nichts Neues zu entdecken. Das Madame von Dickrich, die Gebäß aus dem eigenen Garten mischt, als ein erste Kehr vertreten. Les produits ils sont ici du Luxembourg. Juste la confiture des figues, ça vient les figues du Portugal, puisqu'ici au Luxembourg, il n'y en a pas des figues. Et donc les produits sont faits tout maison, donc c'est tout artisanal et ça vient tout du jardin. Donc je profite d'avoir les choses du jardin et à ce moment-là, je fais mes confitures. Den Dickricher Hirschmarkt ist ein Rendezvous, den ihr sich an den Kalender androhen sollt. Also ihr wird nimmen für die gute Tarte flambée vom Syndikat-Initiative zu machen, der hier auch geboren wird. Dickrich ist eine Stadt, die bougiert. Nicht nur, weil er viel los ist, aber auch weil es immer neue interessante Bauprojekte gibt. Ganz geschwind dreht sich zum Beispiel etwas an der schönen Villa Conta an der Rue Alexis Heck vis-à-vis vom Wirtschens Schloss. Die sollen eine ganz neue Bestimmung kreieren. Wir stehen hier vor der Villa Conta, die die Gemeinde Dickrich für nicht allzu langer Zeit von der Familie Majerus Juncker gekauft hat, wo die neuen Gemengenarchiv soll kommen oder wie überhaupt mal soll ein Archiv von der Gemeinde hinkommen, was
ganz neu abgebaut wird, wo man den 1. Juli ein Archivist dargestellt und den Michel Pauli, dem hat viel Begeisterung am Gang als Präparationen zu machen und darauf wert, dass der Chantier geht, das Gebäude fertig geht, dass man geschwind die Menge Archiv können abweihen und noch die nötigen Möglichkeiten, für dass das Ganze auch accessibel für den Publikum wird sein, wo Schiedsverein von Dickrich, jeder Dickrich, aber auch Schiedsverein aus der Region und von überall kann gucken kommen, wie interessant die Geschichte zu Dickrich war anders. Lassen soll man Projekt schon ganz sehr, ich meine, Pläne sind an der Ausarbeitung, die sind mal fertig, sodass das ganz kann an die Prozedur gehen, das heißt an die Präsentation am Gemeinderat und an der Baukommission, die Ausschreibungen kann gemacht werden, und dass wir am bestmöglichen Delay, bestenfalls Ugangs nächstes Jahr können aufhängen, und spätestens an 2 Jahren fertig sind. Nach bis den 28. Oktober kann ich sich am LCD die Interaktiv Expo den Demokratielabor gehen. Allein oder am Gruppe, das spielt keine Rolle. Aber wenn die Visite zu mir möchte, den hat dabei viel mehr Spaß, weil da kann ich nicht nur seine eigene Meinung zum Besten gehen, mir auch noch zu 2 und 2 über die Meinungen diskutieren. Die Integrationskommission von Dickrich, die hat für euch bei der Abweihung mit September den Test gemacht. Demokratie schreckt gerne ein bisschen auf. Das merkt man am Numm Demokratielabo. Da fährt die Leute, sie müssten irgendetwas machen, was nicht mit ihnen zu tun hat. Sodass man immer ein bisschen Schwierigkeiten haben, die Leute hinzukriegen. All die Leute, die da bist, sie sind das flott. Und voilà, das ist wir setzen auch ein bisschen auf Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Leute sagen, ja, mach das. Du geschieht da nichts. Das ist wirklich eine flotte Auseinandersetzung und Diskussionen gehen da immer nach munter weiter. Ich muss noch überhaupt nicht wissen, für Mat zu machen, das ist Voraussetzung frei und wird noch nicht kontrolliert, ob ein guter Demokrat ist oder ein nicht so guter Demokrat. Majorei as du so Spichel dé so gedeelt ass an dann si immer eis zwee dann so an engems. Steck vun Heming steck vu mir an das war witzech ja. An daneben 3 Ënnerscheder soen zwischen da 2 und 3 Gemeinsamkeiten, die man hunn. Klo sinnch du fir dat all Mënsch selbech behandelt gëtt, wie dat geht net. Nee, den du musst net behandeln. Genau. Das ein bisschen auch bei Handicap. Stimmen sind net immers fir Bretiner kom gin nicht zo méch schon gemengde fir Filmi so eng richtig Ausstellung so richtig mat Bilder an der den da liest anspannen dat zu summe schaffe fir mir interessant weil och Chance huet mat enger anderer Person zu diskutieren an fand ganz interessant ganz flott Dich gut zu gefallen ganz gut drin. Da sind du überhaupt ein bisschen über Lützeburg gefragt wird, was ihr vielleicht nicht bei den anderen Ländern gesagt, wie Deutschland, Frankreich oder so, die haben vielleicht eine andere Approche, für das sie mehr zu so vielen Nationen leben. Ne? Das ist ganz ernst. Das. Ich gehe Schiedfragen mit rekommandieren und das ist ein flotter Moment, wo ich kann zur Summe verbringen. Dann hat der Mikal vom 3. Alternee so Anfang Oktober auf die traditionelle Journée du Grand Âge an der Allenseerei invitiert. Da wollen die 1. Semester von Dickrich geehrt und gefeiert gehen, mit kleinen Kadoen an einem wunderbaren Essen. Das tut mir natürlich nicht ein Kohl gelost. Sing, hi, hi, hi.
Dat groß Essen auf Anfang Oktober in der Alseerei, dat das immer ein kleinen Highlight für den dritten Alter von Dickrich. All Jahr durch die feiner Stoffhei richtig Kirmesessen op, ein bisschen wie früher bei der Bomi. Und dat könnt aber nicht nur dat, hei hat ihn zum Beispiel Almut gelehnt, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen. Wie gefällt es dir? Na ja, gut. Das ist so tipptopp, mich kannst du aber nicht mehr. Das ist immer ganz flott da. Ich fand das immens schön. Ja. Was ist denn der Chain da drin? Ja, weil so viel kann ich Leute bei Nesen. In den ganzen Duschei hatte ich reserviert für die Freunde und alles. Ja, ich fand immer flott. Wie fand ihr Teil heute? Wunderbar. Das erkennt du gleich mal leider, das war alleine mir gedinner. Und du gesagt, noch ganz viel, das ist noch gut gehalten. Wenn du an den Kaffee gehst, da geht damit geschwärzt, normal wird zu lachen oder ich gedacht, man mir tatsächlich geschwärzt. Zu 181 waren sie dieses Jahr gekommen, um dem großen Event teilzuholen. 2010 war die Journée du Grand Âge ein erste Kehr an die Liebe gerufen. 2008 Jahre schon ging dabei auch die Geburtstag gefeiert und 2019 geht das Ganze dann mit großem Kader an der Alserei aufgehalten, mit der finanziellen Unterstützung von der Gemeinde. Und das können tun. Es sind da viel mehr. Es sind 181 Leute Lochhalbahnen. Am Anfang haben wir 191 so gekriegt. Und leider sind da viel durch Krankheit verhindert. Weil das auch lebt, mit das hier Gemeinschaft hier fest. Für allem aber ist es auf der Journée du Grand Âge man ist erstaunlich festzustellen, wie gut die Semester von Dickrich nach Reform sind. Vielleicht leidet ja auch daran, dass sie heute nie wissen, ob wir du könnt am Leben. Wunderbar, ich werde ein Alter gehen. Gehen. Mir gut gefeiert, war wunderbar, eine schöne Party. Wunderbar. An Lohai? Hai auch, alles andere. Es ist immer mit dem Leben holen wie das. Und ich genieße den Alltag. So wie der Monat September mit der Kirmes und dem Hirschfest für allem für Amüsement und Distraktion steht, so ist der Oktober zu Dickrich immer der Monat vom Festival La Gravure, den an engemst die neue Saison am Kulturhaus lanciert. Und noch die 19. Edition von dieser beliebten Ausstellung wird es für viel Aufmerksamkeit gesorgt. De Vernissage vom Festival de la Gravure ist immer so beliebten Treffpunkt für die Kenner von der Gravurekunst. Nicht zuletzt auch wenn es die vielen interessanten ausländischen Künstler und Künstlerinnen die Heimat machen. Einer den Visiteuren zum Beispiel auch immer nächsten Direktor vom Konservatoire zu Dickrich, dem sind Schüler und Schülerinnen für den musikalischen Encadrement zuständig sind. Ich muss so nicht schaffen am Gebäude rund am Konservatoire. Und, ich bin beeindruckt von der Qualität von der Malerei und von der Varietät auch von den Werken. Also das ist wirklich eine angenehme Ausstellung. Immens. Das ist alles immer interessant, hierher zu kommen. Und das ist der Wert. So sind oft derselbe Stoff, und die aber dann in einem anderen Stil auch entwickeln. Ja, es sind ein paar Sachen, wo ich mich wirklich dafür dezidieren, für abzuhängen. Ja. Tatsächlich ist der Festival La Gravure, in den er unter richtig schweren Techniken festhält. Gravuren auf Koffer oder Holz. Zwei Disziplinen, die heute nicht mehr appliziert und noch nicht mehr viel enseigniert gehen und in den Membres von der Palette einfach weiter festhalten. Dafür geht es Jahr für Jahr immer mehr schwer, neue Künstler und Künstlerinnen zu finden, die er überhaupt mitmachen können. Wie sind dann Tigun vielleicht sich ernst orientiert und auch für die Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage. Da sind auch in der Deißen Leute, die sagen, ja, wir wollen irgendwie die klassische Grafik promovieren. Und wenn wir auch da mal abhalten, dann denke ich, das ist auch Chemie, den es appréciiert. Membre vun der Palette fir de Paul Kinziger, déi schon ganz lang mitmachen, scheinen noch selber kein méi fir dese Festival Jo fir Europa zu setzen.
Und nicht allein den Sekretär, den Künstler muss schreiben und noch muss gucken, für Kunstwerk Arbeit zu kriegen. Da kann Dalio auch immer nicht viel Arbeit auf den harten Kern von der Palette tun. So zum Beispiel müssen sie sich darum von den 104 kümmern. Der Festival de la Gravure ist auch bei der 19. Kehr nach immer das Produkt von einer Leidenschaft, die sie alle zusammen teilen. Für allem als ein Sekretär, den möchte eng formidabel Arbeit, den dat präpariert, mehr gesehen als mich spät für Sachen zu rummen. Die Kunstwerke müssen viel als fotografiert gehen, der Katalog muss präpariert gehen. Also das ist ziemlich aufwendig. Mir habe es war die lange Jahre möchte, weiß ich genau wie es geht. Und das ist auch für uns nicht mehr kompliziert. Das ist da vom Aufwand her, punkto Sekretariatsarbeit, die und sich das Sekretariat als die größten Arbeitsstoffe. Das ist relativ aufwendig. Nicht zuletzt möchte den Jahr ein großes Fried, das Expo bis an die letzten Details organisieren. Weil der Retour den ist da. Nicht nur als das Festival de la Gravure ein ganz gut besichtigten Expo, aber die kommen, sind und noch richtig kennen und genießen das, was sie hier geboten kriegen. Ich fand es interessant, der ganze Prozess, dass du für dich einen Plak musst machen, die muss geritzt gehen oder geätzt gehen und dann ja, dann das Verfahren vom Drücken und das ist einfach das, was ich immens flott fand, weil immens viel Handwerk dabei ist. Ne? Das ist nicht nur das Künstlerische, die gut muss malen und zeichnen können, aber auch wirklich Techniken muss beherrschen. Auch die Misele Gravurekunst bringt es also nach immer fertig, Leid zu zeigen. Ein anderes wichtiges Kulturevenement zu Dickrich, das ist die jährliche Ausstellung vom Dickricher Fotoclub an der Haller Kirche. Die Ausstellung, die ist leider schon rüber, für die keine Gelegenheit sollte gehabt haben, bis Lunch zu gehen, einmal einen Überblick über das, was die eifrigen Hobbyfotografen hier zu bieten hatten. 2022 huet den Dickricher Fotoclub schon fir 17. Keer an der Haller Kirche ausgestaltet. Auch das Rendezvous ass net mehr als dem Manifestationskalender ewäsch ze denken. E fest Thema gëtt dabei net. Stenge Fotografie ënnerleit immer enger grosser Variabilitéit. Wann den kontemporären Fotografie guckt, da gesäit den, dat eng gewissen Entwicklung ass. An mir sind natürlich auch davon beeinflusst. Als Dickricher Fotoclub von mir zum Beispiel ganz wichtig, dass den einer Autore gucke geht, Expositionen gucke geht, an die Stoff von der Inspirierung lest. Und die Inspiration, die findet sich auch immer an dieser Fotografie. Von Makrofotografie, was Street-Reportagen bis hin zu Naturmord geteilt wirklich von allem geboren. Ich war schon immer Kunst interessiert. An die alten Meisteren aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die mit ihrer subtilen Belichtung von ihren Naturmorten, das hat mich inspiriert. Und ich wollte unsere Belichtung noch mehr reduzieren, für wirklich eine Mise en Evidence von meinem Sujet zu machen. Das ist ein bisschen Zufall, weil ich bin gelernt, ich bin sehr gegangen, du war ein ganz schön Luch da. Und ich durfte für was das nicht fotografieren, besonders an den Zähren, als ein ganz schön Luch. An so eng diffus Lucht an dënne hun gedacht, oh, die Foto hat mir gefallen, probieren Nachtleit zu fannen. Du sind nicht lernst die verschiedene Gärte, die Kinder immer Männer Gärte, du sind nicht lernst die Gärte gegangen und schon daran von sind alles Leute, die ich nicht kennen. Und schon sie gefragt, darf ich fotografieren an der ROC und die meisten waren d'accord. Also mein Foto, das ist die ich mit der Focus-Stacking gemacht. Das ist eine Technik, wo ein mehr Foto möchte, wo ein jetzt den Fokuspunkt verschiebt, sodass ein Blumen von 4 bis 100 schön scharf kriegt, ohne aber den Hintergrund scharf zu haben. Und eine Schwierigkeit ist, dass die Blumen, das ist ja in der freien Natur gemacht, das wackelt wie Kohlschwanz. Ne? Und da muss ich entweder gucken, dass ich just fotografiert van gut kein Lob das muss in kreativen Moment aufwerten oder was muss sich helfen da den mit einer Klamm den Arsch feststellen. Ja, das ist also mein Arbeitsgebiet.
Wo géint die eng ausgefeilten Technik benutzen, so spielt es bei anderen eng manner groß Roll. Beim Fotoclub vun Dickrich gëtt et grosse Prinzip. Ich denke, was für uns als Fotoclub wichtig ist, dass du eine gute Idee hast, die mitbringst, also umsetzt. Ich fand Technik nicht so wichtig, ich fand die Bildidee fand ich wichtig. So hat sogar von den Hobbyfotografen sein egent Leben an der Ausstellung resümiert. Überraschend ist das auf alle Fall immer nees an Kreativität von den Fotoclub-Membern einfach nicht zu bremsen. Und damit sind wir schon am Ende von unserer Emission angekommen, heute aus dem Vintage Bar beim Cyril. Wir sind zu Dickrich, aber das geht natürlich vier Runden. Für den Abschluss dafür heute noch eine Agenda mit dem, was ich den nächsten Monat werde. Ich bin mein Teil, so nicht Adi, und wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit, bis am November nächst. Den 22. Oktober invitiert de Wisdom Dragon Academy Taekwondo Club von Dickrich ofes 6 op eng internationalen Muay Thai Meisterschaftskompetition an der Alseerei. E Kampfofend wo ich garantiiert op se kachte kënnt. Den 30. Oktober dann ass hicht sondech de fréieren Mantelsondech, wo en de ganze Mëtteg iwwerem ka gut Affären an de Geschäfter zu Dickrich machen. De 5. November iwwer dems kënnt de bekannte portugiessche Fado-Sänger José Maloa an Maison Music an op Dickrich. Den 11. November invitiert d'Integrationskommission vun Dickrich an die Alseerei op eng Soirée cubaine mat lateinamerikanische Klang. Eng multikulturell Veranstaltung mat Tanzmusik, Essen an Trinken, ofes 8 geht et lass. Deselwechten Abend ass schon 6:30 de Vernissage vun der Retrospektiv mat Wirker vum bekannte Lettzebuer Maler Theophil Staffen. An des Ausstellung, déi bis Anfang Dezember dauert, krit en Oreflottenabblick an d'Liewen vun dem vielseitig interessierte Künstler.